Salut Barry Lee, sagte Piet, wie bei sein beste Freund kam. Hat sich schon auf Geheimnis gefreut, dass der Barry Lee ihm haut sollt verzählen. Me, die war nicht gut gelaunt. Sollt Boden von seiner Kummer, hat dat Legos Piratenschiff herunsicht stoen, me huet net domat gespielt. Huet herunsicht gestiegt, an eicht gesot. Ass eppes, huet de Piet gefrot, as se schniefte Barry Lee op de Boden gesat. Ja, et ass eppes, huet de Barry Lee geantwort, a weiter op de Plafond geguckt. De Piet huet Orlo op de Plafond geguckt, huet sich gefrot, wat dann do Uwen so flottes sollt sinn, dat de Barry Lee die ganzen Zeit huet missen do hinnerkucken, de Plafond war weiß wie immer, an noch sos war neicht extras dort ze gesinn. Wat das dann? Huet de Piet gefrot. Lo huet de Barry Lee ugefangen ze hicken. Hey, du wies, so de Piet. Wie wat? Huet de Barry Lee gefrot. Wann I wiest, da kett den dacks den Hick, seet még Mam, huet de Piet gesot. Ich fusse net. Ich hun eng Depression, sagt de Barry Lee, an huet weiter iwwer sech de Plafond bekuckt a gehegt. Eng wat? Huet de Piet gefrot. Eng Depression, sagt de Barry Lee. Wat ass dat? Wollt de Piet wëssen. Ja, das wann en den Hick huet, sagt de Barry Lee. Wann en den Hick huet, da wies den, seet még Mam. Sie huet na nie eppes vun enger Depression gesot, sagt de Piet. Weil die Mam versteht nicht von Depressionen, Hicken, schottische Schlossgespenster, sonst ging sie kein Dometer verzielen. De Piet hat de Barry Lee ugeguckt an sich gefroht, ob sein Kollege vielleicht krank wär. So, bist du krank? Hat de Piet de Barry Lee gefroht. So den. Du musst mir nach ein Geheimnis verraten, dafür sind ich hinkommen. De Piet ass opgestanen an en huet eng fettfleesch Meck, déi zu der Blick vun der Fënsterracke gefluwer, mat dem Barry Lee segem Rechenheft totgeschloen. Op der Fënsterscheif ass en dicke rode Fleck bliwen, Mick ass op d'Fënsterbrett getrollt huet nach bisse mat de Bee gestruwelt an de huet de Piet du Leiie gelos. Du hast mir versprach, dass du mir alldag ning se Geheimnis verroden. Nimmen dann sinn ich dei beste Kolleg. De Piet huet rundrem sich geguckt, Mick huet net mi bougéiert. Wannst du mir loké Geheimnis verregst, dann ginn ich Scheem, so de Piet huet seg Mutz geholl an der Wald goe. Wat, so de Barry Lee. Mei, du darfst keinem eppes dovon verroden. Ich schon noch nie ein Geheimnis verroden, huet de Piet gelun, seg Mutznees aufgedoen, an sich nief de Barry Lee gesagt, komisch huet gedurcht, et ass haut die eichte Keier, dat Tieren sich so fleiwe leist. An dun huet de Barry Lee ugefangen. Hënd, Matzen an der Nucht, sinn ich erwächt, weil ich so dustrich war, wie noch nie am engem ganze Liewen. Ich war so dustrich wie ein Kamel, dat an der 7 Deger 7 Nuchten in der Weh an der Wüst war, an dat neicht zu trinken krut. Oh, der Piet war dick zufrieden, weil dat doch ganz bestimmt nicht ein flott Geschicht ging durch dir. Hat man Barry Lee singem Legos Piratenschiff gespielt, an dun, so denn. An du sinn ich opgestanen, an ich sinn an Burzimmer und de Grund dränk gegangen. Das war kein Geheimnis, so de Piet. Dat mach nicht da sondern nicht. Ich muss da just oppassen, dat ich de Pap net erwäschen. Den huedet net gere, wann ich an der Nöch de Grund trinke gin, weil da mis ich schon rem no enger Stunde opstoff hier Pissen zu go setieren, an da wäre ich den anderen Tag mit an der Schule.
Ich habe gedrungen, sagte Barry Lee. Mir war ich mehr gedrungen und war ich immer mehr durchstrich gauf. Ich habe mich ein Kehr abgeriecht, für Dave Luft zu holen, ihre Schneesvoll weiter trinken, und dann habe ich ihn am Spiegel gesehen. Und Piet hat Piratenschiff durchgelost, a Großar gemacht. Was hast du am Spiegel gesehen? Ich habe gesehen, dass ich gewusst bin. Ja, ich war mir groß gehen. Ich habe die Kapp gerissen, mir zweimal auf die längste Berg und zweimal auf die rechte Berg geschlagen. Mir etwa vor, ich war mir groß gehen, und mein Duscht war auch mir groß gehen. Der Barry Lee hat noch nicht mehr gehickt, und der Piet hat Piratenschiff nicht mehr geguckt. Und dann hat er gefroht. Und dann habe ich mich nicht gebickt und habe einen riesigen Schutz aus dem Grund geholt. Der Schutz war so groß, dass da noch der Grund eitel war. Et as kein Wasser mehr rauskommen. Der Piet hat dann abgerappt. So etwas hat ihr noch nie hören. Und dann, so dann. Und du sind ich am Dusch geklommen. Ich hab mir de Kap wieder dat dir getuckt, weil ich nach mir gewusst war und Braus abgedreht, gedrungen. Für die Stunde ich all dat Kaltwasser getrunken, wie dies geht wie do war. Und ich all dat Warmwasser getrunken. Me mein Bauch as net voll gehen, weil ich jo iwwer dem Trinken weiter gewusst sind. Weil Dusch auch eitel war, sind ich am Küche gegangen. Ich die Bale zu der Tiere kommen, weil ich lose groß war. Ich war ein richtige Rieskin. An der Küche sind ich sehr bei der Kunden gelaufen, und ich schon weiter getrunken, und ich bin weiter gewusst, und ich bin immer mehr durchstrich gehen. Es war ganz viel Wasser am Küchengrund, und ich habe all getrunken, alle gut, bis kein mehr drauf war. Boah, und dann, so der Piet. Und du sind ich am Appartement hin und hier gelaufen, für nach a Grund zu fannen, mit war käme do. Ich war noch immer so durchstrich, wie wenn ich noch nie etwas zu trinken gekriegt hat. Mein riesig Stress wird gebrannt, und an Menge Mo war ein Hützt wie am Heizungskessel. Das einzig, was ich fand, war der Mann hier Strand. Die hat nicht viel genutzt, weil sie war viel zu klein und noch nimm mich Halle voll. Zum Schluss, wie ich schon mehr groß wie ein normaler Ries war, hund ich auf der Fensterblank nach ein klitzeklein Gläschen mit Wasser gesehen. Sehr sind ich da hingerannt und an der Küche still an den Tisch umgestoßen, 100 Mini-Glas angesagt und nicht ob ein Zock eitel gedrungen. Und dann, so der Piet, ja, du warten duscht, ob einmal verschwunden. Ich seh nichts, an mein Kummer geschlacht, ich hab gespürt, wie ich mich klein gesehen, und dann sind ich angeschlafen. Und ich hab gut geschlafen bis heute Morgen. Wow, hey, das war eine voll coole Geschichte, sagte Piet. Und dann ist so gefangen, mit dem Piratenschiff zu fahren. Me, eigentlich war es kein Geheimnis. Schon Geheimnis auch noch nicht verraten. So der Barry Lee hat rundherum sich geguckt, für zu überprüfen, ob kein hinging himmlisch nur lauschen. Als zukünftige Spion wusst ihr ganz genau, dass Gefahr überall lauert und dass ihr besser wird, vorsichtig zu sehen. Der Piet hat von lauter Aufregung die fiechte Mast vom Piratenschiff aufgebracht, gespannt, ob dem Barry Lee sein Mund geguckt. Den hat nicht gesagt. Er hat dem Piet mit der Hand gewunken, dass die soll mir nur bei ihr kommen. Aber wie der Piet ganz nur bei dem Barry Lee war, hat er dem Piet sein Ohr geholt und hat wieder sein Mund gedreht. Psst, lausch da, hat der Barry Lee geflüstert. Der Piet wollte etwas sagen mit der Barry Lee, hat ihm den Mund so gehalten. Hörst du nicht? Nein, hat der Piet am Kopf gerüsselt. Es war so ruhig an dem Barry Lee Sänger Kummer, wie dir ihr nicht mehr könnt vorstellen. Da lauscht er besser, so der Barry Lee nach ein Kehr. Ich höre nicht, so der Piet.
Kein Luftblase. Nee. Kein Spruddeln. Dann hast du nicht gut gelauscht. Der Barry Lee zieht den Pitt ja bei sich. Am Deske ja hört der Pitt et ganz gene. Ja, lo hör nicht. Der Barry Lee trägt den Pitt weg. Weißt du, war das? Der Pitt rüsselt den Kopf. Das Nessie. Der Goldfisch. Der Pitt möchte nicht groß haben. Ja, wie ich an der Nuech der Ries war und ich den Aquarium mam Nessie Eidel gedrunk. Annelo von dat bei mir am Bauch. Sagte Pitt. Dach, wie ich de Moien op Toilette war, und ich ganz gene opgepasst, hat as net mat rausgeschwommen kom, hat as bei mir am Bauch, sein Aquarium loch de moie Futti Bodem vun der Kichen, mit Nessie war net mei do. Meng Mam huet dat Futtisglas von an sie sot, sie hat neicht vum Nessie gesinn, verstehst du? Dat as lo heist Geheimnis. Nessie as verschwonnen, a just mir zwei wissen, wo hat as. An dingem Bauch, seht Pitt, guckt begeistert, ob dem Barry Lee sein T-Shirt, ob den Johnny Depp als Captain Jack Sparrow gemalt war. Lo hatten sie wirklich ein cooles Geheimnis. Kein Mensch wusste bis doof.